Haut Mittwoch von der Notre Dame von Lützeburg. Am Kader von der Muttergottesoktav, die das Jahr unter dem Thema steht, zusammen Kirchsinn, überdrohen wir von heute Pontifikal Andacht. Sie getaut präsidiert vom Erzbischof von Lützeburg, dem Kardinal Jean-Claude Hollerich. Als Anfang sangen wir Sainte Marie, Magnificat 1073. Bei der Aussetzung, wer unterm Schutz des Höchsten steht, Magnificat 261. Die Regina Coeli, Magnificat 574. Beim sakramentalen Segen, den Tantum Ergo ob Melodie, fu Sancta Sancta, Kompendium 397. Und als Schlusslied Haut Festtag von der Mutter Gottes von Fatima, Maria zu lieben ob Melodie von Fatima. Den Domorganist, den Herr Paul Breich, spielt als Sorti ob der klassischer Orgel Regina Coeli vom Hermann Schröder. Kantor als den Herr Marc Dostat, Dirigent von der Metrise von der Kathedrale. Thema von der heutigen Predigt als Succurre Miseris, komm de Bedürftigen zur Hilfe. Der Wopespruch von Monseigneur Nicolas Adames. Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, nous venons vers toi. Sainte Vierge des Vierges, Mère du Christ, nous venons vers toi. Mère de la grâce divine, Mère du Créateur, nous venons vers toi. Mère sans souillure, Mère du Rédempteur, nous venons vers toi. Sainte Marie, Mère du Sauveur, gloire à toi. Consolatrice des affligés, de partout tes fils t'acclament, conduis-les vers ta clarté. Mère toujours vierge, pure et sans péché, nous venons vers toi. Tout aimable, riche de bonté, nous venons vers toi. Mère tout admirable, Mère du bon conseil, nous venons vers toi. Mère d'espérance qui sait consoler, nous venons vers toi. Sainte Marie, Mère du Sauveur, gloire à toi, ô Notre-Dame, consolatrice des affligés, de partout tes fils t'acclament, conduis-les
très prudente qu'on doit vénérer. Nous venons vers toi, Vierge très puissante qu'on doit honorer. Nous venons vers toi, Vierge très clémente qu'on doit invoquer. Nous venons vers toi, Vierge très fidèle qu'on doit imiter. Nous venons vers toi, Sainte Marie, Mère du Sauveur. Gloire à toi, ô Notre-Dame, consolatrice des affligés. Te partout tes fils t'acclament, conduis-les vers ta clarté. Miroir de justice, cause de notre joie, nous venons vers toi. Siège de sagesse, gage de notre foi, nous venons vers toi. Demeure de l'esprit, tabernacle sacré, nous venons vers toi. Rose mystique, temple du Seigneur, nous venons vers toi. Sainte Marie, Mère du Sauveur, gloire à toi, ô Notre-Dame, consolatrice des affligés. De partout tes fils t'acclament, conduis-les vers ta clarté. Maison précieuse, tour de David, nous venons vers toi. Arche d'alliance, porte du ciel, nous venons vers toi. Étoile du matin, espoir du pèlerin, nous venons vers toi. Guide du voyageur, secours du naufragé, nous venons vers toi. Sainte Marie, Mère du Sauveur, gloire à toi, ô Notre-Dame, consolatrice des affligés. De partout tes fils t'acclament, conduis-les vers ta clarté. Salut des infirmes, refuge des pécheurs, nous venons vers toi. Baume des cœurs meurtris, secours des chrétiens, nous venons vers toi. Richesse des malheureux, lumière dans la nuit, nous venons vers toi. Source de toute grâce, fleuve de pureté, nous
paradis. Nous venons vers toi, Reine des patriarches, des anges, des martyrs. Nous venons vers toi, Reine des prophètes, des vierges, des confesseurs. Nous venons vers toi, Reine des apôtres, Reine de tous les saints. Nous venons vers toi, Sainte Marie, Mère du Sauveur. Gloire à toi, ô Notre-Dame, consolatrice des affligés. De partout tes fils t'acclament, conduis-les vers ta clarté. Reine conçue sans péché, Reine élevée aux cieux, nous venons vers toi, Reine du Saint-Rosaire, Reine de la paix. Nous venons vers toi, Reine de l'espace, Reine du temps. Nous venons vers toi, Reine de l'Église, Reine de l'univers. Nous venons vers toi, Sainte Marie, Mère du Sauveur. Gloire à toi, ô Notre-Dame, consolatrice des affligés. De partout tes fils t'acclament, conduis-les vers ta clarté. Prions. Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, tu as voulu que Marie, la mère de ton Fils unique, soit aussi notre mère. Dans ta bonté, accorde-nous, puisqu'elle nous garde et nous protège, le réconfort de sa consolation. Par Jésus-Christ qui vit et règne pour les siècles des siècles. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig,
und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd, und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen. Hungrig gesehen und dir zu essen gegeben, oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd gesehen und aufgenommen, oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Herr Erzbischof, Herr Weihbischof, die Leute, die dir durch die Medien auf ihren allem am Gebiet verbunden sind. Succurre miseris. Der Wopespruch von unserem ersten Bischof, dem Monseigneur Nicolas Adames, als Geholl aus der Marienantiphon, die bis zur Liturgiereform für die Vesper vom 5. August, dem Weihetag von der römischen Basilika Santa Maria Maggiore, vorgesehen war. Lenkt also Blick direkt ob Maria als Trösterin. Sie froh man nämlich an der Antiphon: Sancta Maria, succurre miseris. Heilige Maria, komm de Bedürftigen zur Hilfe. Oder ahnisch das: Schenk denen den Hilfe, die an Not sind. Kann in Haut nach so bierden? Not. Lützeburg, eisem Land, geht es gut. Das an ähnlich Aussagen von Seiten von der Politik haben wir doch bislo immer gesucht kriegt. Sicherlich, weil hier sieht, ob das Land nicht falsch. Wirtschaftlich ist es eis bislo auch nicht schlecht gegangen. Als Finanzen stehen noch auf stabile Füße. Lützeburg ist so nach vor kurzem eng Aussage vom Finanzminister gut abgestellt. Die Ökonomie wird auch bislo gut gedreht, auch wenn sie momentan durch die Corona-Krise eng Zwangspause wird müssen erleben. Den AAA schenkt uns noch immer weltweit Aufmerksamkeit. Lützeburg zählt auch noch immer zu den reichsten Ländern auf der Welt. Gelebt in einer Statistik vom letzten Jahr, ist Lützeburg sogar das reichste Land in Europa. Wir können also froh und zufrieden leben, auch wenn Baustellen an den tagtäglichen Trafik mit dem Stau, die no Corona nicht aufhängen wird, als geheuerlich ob Nerven gehen. Lützeburg, unserem Land geht es gut. Hei gibt es doch keine Not. Ökonomisch gesehen, trotz Virus, stimmt es, gerade am Vergleich mit anderen Ländern. Mit Ökonomie und Finanzen sind nicht alles für ein Land.
Der Blick auf die Situation von einem Land darf nicht lang, wie das oft von der Politik gemerkt wird, durch den wirtschaftlich-finanzielle Brill geguckt gehen. Den eigentlichen Reichtum von einem Land sind aus sich nicht suchen, mit Leid, die hier wohnen, leben, erschaffen. Aber am Blick auf sie muss froh gerade lo erlaubt sein. Geht es Lützeburg wirklich gut? Persönliche Erfahrungen, Gespräche und Nachrichten weisen mir ein anderes Bild. Armut, oft unter den Teppich von der sogenannten guter ökonomischer Situation gekehrt, also heute zu Lützeburg ein reelles Problem. Wenn es auch nach viele gut geht, sollen wir nicht vergessen, dass etlich Existenzminimum leben, an dacks nicht wissen, wie sie über die Runde kommen sollen. Heich Wohnung und Loyespreise drohen auch nicht gerade positiv zur Lebenssituation von vielen bei. So bleibt bei vielen Ende vom Geld nach viel vom Mond übrig. Ein weiteres Problem ist der Chômage. Von einem Tag auf den anderen ohne Schaff dort zu stehen, treibt viele Leute nicht nur an eine finanzielle, mit auch an eine existenzielle Krise. An einer Gesellschaft, wo sich alles nur die Leistung und die Wirtschaft zu drehen scheint, verlieren da viel ihr Selbstwertgefühl. Aber vergessen wir an dem Kontext nicht, die Auswirkungen von der Corona-Krise sind noch nicht richtig auszumachen. Ohne groß Propheten zu sein, wissen wir all, dass der Chômage rapid klammer wird und dass so manch Feiten ob es durchkommen und nach etlich Leid a Familien a finanziell Schwierigkeiten werden gestürzt gehen. Unserem Land geht es gut. Wirklich. Wie erklären mir dann Sinn an Perspektivlosigkeit am Leben, die grad bei Jungen zuhält? Etlich brechen Schul auf. Andere schlittern an den Drogenmilieu ran. Dacks an der Hoffnung, wenigstens do, het vermeintlich Glück zu fannen. Nicht zu vergessen Suiziden. 12 von denen, die keinen anderen Ausweg wissen, wie ihrem Leben selber ein Ende zu setzen, als erschreckend. 75 pro Jahr, laut einem Artikel vom Le Quotidien von 2018. Des Weiteren konstatiere ich mit Schrecken, mit Menschlichkeit, kurz auch während der Corona-Krise nicht zugeholt, killt doch am Allgemeinen an unserer Gesellschaft auf. Eine Spaßgesellschaft ist doch gekennzeichnet von Individualismus, Jalousie, a Profitgier. Wir wollen alles, und zwar direkt. Erfolg, Geld, Macht und Einfluss gehen als höchsten Lebensziele angesehen. Und dabei ist es uns egal, dass wir nicht zählen auf die Kosten von anderen Leben. Schon als im Hirdebrief von 1969 hat der Bischof Leo Lommel für einen enger, ich zitiere, Verkümmerung von den Werten vom Herz an der Mitmenschlichkeit gewarnt. Gucken wir rundherum uns, da stellen wir fest,
dass seine dämonische Warnung berechtigt war. Den Umgang mit den Nähen als rau gehen. Sich Fremde a Flüchtlingen bei uns engleich hemischt, gehen sie schief a misstrauisch ugeguckt. Wo as eis Matmenschlichkeit, wo sind eis Werte, wie lebt an Akzeptanz hinkommen? Hat Corona vielleicht etwas geändert? Ich wohne nicht zu bezweifeln. Unserem Land geht es gut. Auch wenn wir an eine Rezession aufdriften, an das Staatsdefizit ein großes Lachwert kriegen, werden wir durch die aktuelle Krise gut durchkommen, auch wenn es teuer geht, so die politisch verantwortlich. Das ist sicher einerseits beruhigend. Wir lassen uns nicht blenden von unseren Finanzen oder dem nachwirtschaftlichen Reichtum von unserem Land. Es ist nach lang nicht alles Gold, was glänzt. Gucken wir mit tief an unsere Gesellschaft, dann erkennen wir Sorgen, Probleme an Zukunftsängst. Da begegnen wir Menschen, die nehmen ein Kleinstück, beziehungsweise gut kein Stück, vom Kuch vom Reichtum aufkriegen. Da stellen wir fest, dass am Zusammenleben das Matmenschlichkeit, der Erlebau-Mentalität Platz machen muss. Ja, da sind wir armer, kranker, Junker ohne Perspektiv, Flüchtlingen, Menschen, die von Not am Misere heimgesicht sind, an zu Bedürftiger von eiser Zeit gesehen. Für sie rufe mir haut zu eiser Patronisch, Succurre Miseris, Heilig Maria, komm de Bedürftigen zur Hilfe. Eise Krieg zu Maria, assen auch nach so hart a vertrauensvoll, geht lang, aber nicht durch. Ora et labora, biet a schaff. Succurre Miseris darf nicht nimmen ein frommt Gebet bleiben. Zusammen Kirchen hecht, als auch zusammen zu engagieren für Menschen an Not. Und so gehen wir der nächste lebt ein konkret Gesicht. Gib mir, nom Wunsch von Papst Franziskus und Peripherie von unserer Gesellschaft, anholen wir die an den Blick, die auf Hilfe an Zuwendung angewiesen sind. Vergiss man dabei nie, den anderen Mensch als bleibt, als Bruder oder als Schwester. An ihm, an hier begegnen mir Jesus Christus als ein Herr. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder meiner geringsten Schwester getan habt, das habt ihr mir getan. Baue mir, grad heu an einem sogenannten Reiche Lützeburg, matt und einer Zivilisation von der Luft, der sozialer Gerechtigkeit, an der Solidarität. An Hilfe mir, dat wärmt an Menschlichkeit an unserer Gesellschaft nes oplehen. Ich leid alle Guten. Eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts. So zinger Zeit schon der Monseigneur Jacques Gaillot, der freie Bischof von Évreux. An den hört bis haut recht. Den denkst Nächsten, den denkst Bedürftigen, Diakonie als eng von den Grundfunktionen von unserer Kirche. Der Liebesdienst
ist für die Kirche nicht eine Art Wohlfahrtsaktivität, die man auch anderen überlassen könnte, sondern er gehört zu ihrem Wesen, ist unverzichtbarer Wesensausdruck ihrer selbst, schreibt der Papst Benedikt XVI. Als seiner Enzyklika Deus Caritas est. Der Papst Franziskus seht mir einfach: Diakonie als Mission. Dankbar soll mir sein für all die, die der Mission gerade an den vergangenen 150 Jahren bei uns an unserer Diözese nachgekommen sind. An der Unmöglichkeit, sie all zu nennen, denke ich aber zum Beispiel an Schwestergemeinschaften, an den barmherzigen Brüder, die an den Spitäler, den Alters- und Pflegeheimen, an der ambulanten Pflege sich dem Dienst und unsere Kranken, Behinderten an ältere Leid verschrieben hatten an Hun. Ich denke an die Membren von der Caritas, die auf viele Plätzen am In- und Ausland, ob vielfältig Aderweis, Menschen an Not, an Armut, mit wertvoller Unterstützung zur Seite stehen. Dankbar zu nennen sind auch die Initiatoren an all Matarbeiter und Matarbeiterinnen von der Initiative Reich eng Hand, die sich den Accueil und die Integration von den Flüchtlingen bei uns kümmern. Wie auch alle guten die vom Tricentenaire, wo längem wirkt, dass wir kein ahnert, was der Verehrung von unserer Trägerin verbunden ist. Ich denke schließlich an die vielen Personen, die an der Gesinnung von unseren Ordensgemeinschaften, denen hier Wirker weiter drohen, und weiter feiern. An den all benevol Frauen und Männer, an die sozial-karitativen Institutionen, Paaren und Dörfer, die sich auf irgendeine Art und Weise Menschen an Not, und die bedürftig von eiser Zeit, an auch Flüchtlinge kümmern, dacks am Verborgenen, ohne Großwillen an den Vordergrund zu treten. Und ich denke an die an dieser aktuellen Krise hier das Leben an den Dienst von der Corona-Opfer erkranken, an von unserer ganzen Gesellschaft stellen. Sie all haben nicht nur mit der marianischen Antiphon bewusst oder unbewusst gebiert, geträgt, der Mutter Gottes die bedürftige Antenne gelöscht. Nee, sie haben den Satz als Auftrag zum diakonalen Handeln echt geholt. So gaufen beziehungsweise ginn, lebt a Barmherzigkeit konkret. Succure miseris. Hole mir eis ein Beispiel und hinnen, a gucke mir, wo mir eis können engagieren für Menschen an Not. Weil ich vielleicht erreicht, wann all Not überwonnen ist, all Kranken, Eleren oder Behinderten eng menschenwürdige Behandlung, Bekleidung an Unterstützung kriegt, all Sans-Abri ein Dach über dem Kopf hat, all Armen aus seiner Armut heraus ist. Jedverein ein Leben mit Perspektiv, a Sinn abgemacht kriegt. A schließlich zu Lützeburg Menschlichkeit nicht überhand hält, an nicht Finanzen. Da können wir, ja dann reicht, können wir mit gutem Gewissen sagen, Lützeburg geht es gut. Amen.
ich zum Herrn voll Zuversicht. Du meine Hoffnung und mein Licht, mein Hort, mein lieber Herr und Gott, dem will ich trauen in der Not. Er weiß, dass Gottes Hand ihn hält, wo immer ihn Gefahr umstellt. Kein Unheil, das im Finstern schleicht, kein nächtlich Grauen ihn erreicht. Denn seinen Engeln Gott befahl, zu hüten seine Wege all, dass nicht sein Fuß an einen Stein anstoße und verletzt mög sein. Zu Jesus Christus, den als Gebot von der Nächste lebt vier gelieft an abgedrohen huet, biete mir voll Vertrauen. Für all die, die het Leben an den Dienst von ihren Mitmenschen gestaltet haben. Christus Herr Eis. Christus Herr Eis. Für uns all, die wir an der Gefahr sind, durch unseren wirtschaftlichen Reichtum den Blick auf die von der Gesellschaft benachteiligt zu verlieren. Christus Herr Eis. Christus Herr Eis. Für all die Frauen und Männer, die von Armut, Arbeitslosigkeit, Zukunftsängsten oder Perspektivlosigkeit am Leben heimgesicht gehen. Christus Herr Eis. Christus Herr Eis. Für all, die ihr Heiligtum müssen verlassen und darauf vertraut tun, bei Eis ein Neuheimisch zu finden. Christus Herr Eis. Christus Herr Eis. Für all Pilger und Pilgerinnen, die mit uns verbunden sind, an denen hier Gebirde mir Lob für uns Trächterin bringen. Christus Herr Eis. Christus Herr Eis. Für all Verstorben, besonders für uns Älteren, Freunde und Bekannten, und für die und die Chemie denkt. Christus Herr Eis. Christus Herr Eis. Ob dem Tag von Haut bin noch besonders für den Abbé Josimon, den jo sein treien Dienst an der Kathedral bei der Trächterin gemäht wird. Christus Herr Eis. Herr Jesus Christus, luister bei so leies, erbarm dich der Not von so vielen, erschenke uns an dieser esterlicher Zeit Fried und Hoffnung. Darum biete mir dich, den du liest für Zeit und Ewigkeit. Amen. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque miruisti portare, alleluia.
et letare Virgo Maria, Halleluja. Quia surrexit Dominus vere, Halleluja. Lasset uns beten. Gott, du hast durch die Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, die Welt erfreuen wollen. Wir bitten dich, lass uns durch seine Mutter, die Jungfrau Maria, die Freuden des ewigen Lebens erlangen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. de cielo prestitisti eis, Alleluia. Omne delectamentum in sea bentem, Alleluia. Oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliqueste, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tue, sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum, in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Streit. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Wir haben pontifikal Andacht überdrohen aus der Kathedral von Lützeburg. Die könnt ihr noch ein lauschen heute Abend um 18 Uhr bzw. um 23 Uhr um Dock. Die ganze Oktav könnt ihr auch im Livestream mitverfolgen auf katol.lu, rtl.lu, avort.lu. Zwischen den Zelebrationen als Kathedral auch ob für Einzelpilger. Zeigt also nicht hinzukommen, für Aro bei der Trecht drin zu beten. Für die, die die Möglichkeit nicht tun, machen ich aufmerksam, wie die dich für drun, ob die Aktion ein Kerz bei der Trechterin. An dem sie den Betrag für ein oder mehr Kerzen auf den Konto von der Kirchenfabrik von Notre Dame überweist, gehen an ihrer Intention Kerzen bei der Trechterin gebrannt. Details zu dieser Aktion fand ihr auf katol.lu. Ich appelliere noch nach einmal ganz warm und der Generosität für einen Don für die Restauration von der symphonischen Orgel, die die letzte Woche total ausgefallen ist,
nicht mehr funktioniert und lo muss total erneuert und restauriert gehen. Für Ihre Generosität sage ich euch schon merci. Auch heute so von der Detailer auf kathol.lu. Ich alle Guten weiterhin eine ganz gut und fruchtbare Oktavzeit. Und noch immer das Mikro zurück an das Studio.